guten Morgen, ich bin Marian. Wir starten heute eine kleine Serie, wo wir euch weisen, wie ihr auf der Terrasse oder am Balkon einen kleinen Döppelgarten machen kann. Entweder mit Gemüse oder mit Blumen, was euch auch gefällt. Und das Ganze ohne Pestizide. Wir sind auf meiner Terrasse, wo an den nächsten Monaten mein Döppelgarten sollen stehen. Und für einen Döppelgarten brauche ich natürlich Döppen. Es gibt so viele verschiedene Döppen. Da haben wir Holzdöppen, Plastikdöppen, Terrakotta-Döppen, verzinkte Metall. Und es gibt nicht nur Döppen, es gibt auch Jardiniere, was wirklich eine gute Möglichkeit ist, wenn ich keine Terrasse mehr auf dem Balkon habe. Aber wichtig wie das Material, aus dem wir Döppen sind, ist, wie groß sie sind. Ich sehe den oft so Foto, wo das immens schön arrangiert ist, dass man so kleine Döppen hat, aber in Wirklichkeit funktioniert das nicht gut oder gar nicht. Ein Döppen muss mindestens so groß sein wie ein Badzimmer oder noch mehr groß. Da funktioniert das gut. Und das nämlich gilt für die Jardinieren. Es gibt auch richtig große Jardinieren. Ganz wichtig ist, dass es Döppen Löcher haben. Weil wenn es regnet, sind sie sonst noch schlecht voll Wasser und es Pflanzen faulen. Für die Tage, wo es nicht regnet, da kommt ein Teller drin, für das wir das Wasser können halten, was wir genau tun. Falls es Döppen keine Löcher haben, dann gehen der Geburt. Dann habe ich auf sich noch Döppen. Vergesst nicht, es muss nicht immer neu kaufen. Ihr könnt doch am Recyclingcenter gucken, ob ihr da etwas rekuperieren könnt oder bei der Bomi am Keller. Das ist oft das Allerflotzt. Und an der nächsten Episode erzähle ich euch, was an der Döppen dran kommt.